Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ah, das tut gut. Trinkst du auch so gern Kaffee? Dann hast du sicher auch so eine tolle Kaffeemaschine zu Hause. Die gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen. Als Siebträger oder Vollautomat, mit eingebautem Milchaufschäumer oder ohne. Auf dem Display steht, was man beachten muss für den Kaffeegenuss. Wassertank auffüllen, die Auffangschale leeren, den Bohnenbehälter auffüllen. Niemand kommt auf die Idee, den Startknopf zu drücken, wenn eine von diesen Aufforderungen aufleuchtet. Damit Sie lange Freude an Ihrer Kaffeemaschine haben, sind folgende Pflegeanweisungen gut zu beachten. Steht gleich am Anfang der Gebrauchsanweisung. Klar halte ich mich daran. Manchmal wäre ich gerne meine Kaffeemaschine. Bei der nehme ich alle Pflegehinweise ernst. Und was ist, wenn bei mir mal was aufblinkt? Vielleicht steht da, bitte Wasser auffüllen und nachspüren, ob in dir alles bereinigt ist. Und wie sieht es mit der Pflege deiner Seele aus? Du wolltest doch schon lange wieder Anja anrufen und Katha. Vor allem will ich mir eines verbieten, auf den Startknopf zu drücken, wenn schon längst leuchtet, bitte Akku laden oder es ist Zeit für den nächsten Kundendienst. Ich glaube, Gott hat mir mein Leben nicht geschenkt, damit ich schlecht damit umgehe. Im Gegenteil. Morgen Vormittag beim ersten Kaffee, da schaue ich in mich. Checke meine Pflegeanweisungen und danke Gott für mein Leben. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.